Ja, Joli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und Wir sind wieder zurück! genau, willkommen zurück aus dieser leider kurzen Sommerpause. Hast du jetzt kurz gefunden? Es sind, glaube ich, 4 Wochen, glaube ich. Ja, also Ferien ist schön. Ja, es ist sicher Ferien schön, aber es war auch eine lange Podcast-Pause. Jetzt gewesen. fällt mir gerade auf, ich habe ein Loch im Sinn. Das habe ich schon vorhin gesehen. Herrlich. Wunderbar, ich bin immer noch ein bisschen in Ferienstimmung. Ich auch, heute ist mein letzter Ferientag, nachher geht es wieder weiter. Und als der Oli kam, habe ich gesagt, ich könnte es schon wieder brauchen. Ja, also, was ich schon gemerkt habe, ich meine, mit Kind Ferien machen, ist schon nicht das Gleiche, wie als wenn du als Paar Ferien machst. Definitiv, ja. Das muss man schon so sagen. Also, es ist schon eine andere Erholung, wenn ich kann 14 Tage auf dem Liegestuhl liegen, Bier trinken, ins Meer gehen, machen, was du willst und nicht heisst, Papi, komm, Papi, mach. Und vor allem pennen, wenn du willst. Richtig. Und aufstehen, wenn du willst. Und einfach so, und einfach das Essen geniessen und alles. Was du weißt, einfach... Und der Sand überall, Nico. Der Sand ist überall. Ja. Darum gehe ich nicht mehr gerne ans Meer. Aber das ist nicht erst seit dem Kind so, sondern es ist schon länger so. Aber ist einfach, ich finde es mega mühsam mit dem Sand. Das ist Katastrophe. Und vor allem, du gehst ins Meer, du dich eigentlich vom Sand befreien. Also ja, so gut wie es geht. Im Meer hast du ja auch den Sand. Aber, und dann laufst du an den Platz zurück und denkst, jetzt kann ich schön chillig aufs Tüchlein liegen und mich trocknen lassen. Und dann kommst du beim Liegestuhl an, schaust ab an deine Füße und die sind Kopfteile bis zum Skibein gemauert mit Sand. Und dann denkst du, Scheiße, wenn ich jetzt die Füße aufs Tüchlein hebe, auf den Liegestuhl, dann ist alles voller Sand. Nein! Und ich denke, so als Mann, mit dieser Beibehaarung hast du auch noch einen Nachteil. Der Sand hebt hure gut an diesen scheiß Beihaaren. Ja. Und darum gehe ich auch viel lieber im Pool. Im Pool hast du das nicht. Bist du auch so einer? Okay. Ja. Also ich kann gar nicht gerne baden, allgemein nicht. Allgemein. Ich bin nicht der Badi-Typ, überhaupt nicht. Ja. Nein, gar nicht. Aber wenn ich muss, dann gehe ich lieber im Pool. Hey, wir hatten jetzt gerade in der Ferien davon gehabt, ich kann irgendwie nicht verstehen, wenn Leute ans Meer fahren und dann im Pool gehen. Absolut, das verstehe ich auch nicht. Also, dann muss ich auch nicht ans Meer fahren. Richtig, ja genau. Ausser du hast eine Partnerin, die sagt, ich will 1 Woche im Jahr am Meer sein. Ja. Ja, okay. Happy Wife, Happy Life, Oli. Ja, das gut, kennst du ja auch. Woche. Und du hast 2 Frauen daheim, weißt du? Ja, aber schön sind wir wieder da und können unseren Podcast machen. Genau. Das Thema Ferien werden wir sicher nachher noch anschauen. Ja, sicher, das Thema Ferien werden wir haben, aber ich sehe, es steht nicht wie in der letzten Episode nur 1 Bier da, also respektive dort ist kein Bier da gestanden, es stehen 2 Bier da. Ja, stimmt, ich habe 1 holen. Richtig, ja. Richtig. Für etwas haben wir jetzt die gute Flaschenöffner da. Jeppa. Cheers, Nico. Oli. Das ist das erste Kornhausbräu, das ich trinke, von denen, wo mir der Fabio Alter geschickt hat. Ja. Und fein sind die Scheiben eben schon. Ich trinke gerade das Rote, das ist Spezialbier mit Untergärung. Das ist fein. Sehr schön. Und wenn man es gut hat, ist es, glaube ich, noch besser. Dann schmeckt es noch besser. Aber ich glaube, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen stürzen. Weil ich glaube, es hat einen Satz gegeben. Ich glaube, das wäre so ein dunkler, so ein trüberes. Macht nichts. Gleich fein. Danke vielmals an dieser Stelle. Ich würde sagen, erste Rubrik, Rückblick, Ausblick und Vorstellung von dem Podcast. Nico, mein Ziel wäre, dass man für das neue Jahr diese Rubrik irgendwie anders benamselt. Finde ich okay. Wir Vielleicht finden wir, oder irgendjemand von euch aus der Community hat eine andere Idee, das ist einfach zu lang. Das ist zu lang. Also für in einem Wort oder in einem Atemzug durchzuziehen, ist es brutal lang. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Hey, wir haben doch ein paar Kommentare. Wir haben zwar fleissig geantwortet, respektive du hast fleissig geantwortet. Ich kann richtig Gas geben. Das ist dein Job bei uns. Das würde ich jetzt so also nicht unterschreiben. Ja, aber du bist der Erste, der da wird. Du hast Ferien gehabt, darum habe ich das Ganze übernommen. Sonst tust du am ja auch fleissig Retour schreiben. Das stimmt, also, aber du bist eher der, der mal schnell schaut und gerade antwortet. Ja, gut, kommst du keine Push-Nachrichten über? Doch, auch Push-Nachrichten über. Aber irgendwie bist du einmal ein bisschen schneller wie ich. Ja. Aber ich möchte gleich gerne noch auf 3 von diesen eingehen. Ich bin halt der Tiefige. Sorry. Ja, super. Und zwar hat Alain Jost kommentiert, dass seine Eltern auch aus dem Elferclub sind. Und darum würde es ihn noch ein bisschen interessieren, wie es so mit Club und Verein in der Schweiz ist, wie man da auch politisch aktiv werden kann. Und ob wir mal erzählen
was so gäbe. Hey, ich habe keine Ahnung, was der Elferclub ist. Ich bin es auch nicht Der googeln. Oder 111 Club. Ich bin es nicht googeln, ich habe keinen Plan. Keine Ahnung. Gut, vielleicht alle kannst du das vielleicht unten anschreiben. Du auch nicht, in dem Fall bin ich froh. Ich weiss einfach, was ich glaube, eben, die können so Spendergelder gut machen, aber ich weiss jetzt nicht, wie, ob die das aus der eigenen Tasche zahlen, ob das so Also Leute von Reichen ist. Ja, richtig, okay. ja. Hey, keine so. Ahnung. Also ich weiss, es gibt so Lions Club und so, aber jetzt Genau, sind ja, wirklich nur die Reichen drin. Das ist glaube ich so Charity-mäßig. Hey, und sonst, so, was so Vereine und so angeht, schaut in den örtlichen Gemeindeblättern. Ich weiss, in der Region Kelleramt gibt es den amtlichen Anzeiger. Das ist ein kleines A5-Blättchen. Und dort drinnen hast du eigentlich jeweils auch Vereinstätigkeiten, ob das ein Seniorenverein ist, ob das ein Jazzverein ist, ob das Musikverein oder was else. Die haben immer so Sachen ausgeschrieben, was sie machen, was so die nächsten 2 Wochen im Programm steht oder wenn ein Anlass ist und so. Und durch das kannst du dich sicher auch bei den Vereinen betätigen. Und dort findest du relativ viel. Und sonst, wenn es halt konkret ein spezifischer Verein soll sein oder ein spezifisches Hobby soll sein, wie jetzt in unserem Fall das Fischen, wo, glaube ich, ziemlich alle draussen mit uns oder alle draussen auch verbindet, das findet ihr sicher alles irgendwie auf Google oder bei eurer besten Freundin ChatGPT, wird wahrscheinlich nicht nur meine beste Freundin sein. Ich glaube, dort gibt es viele Möglichkeiten, um irgendwie mehr über Vereine zu erfahren. Und zudem, ich glaube, das dürfen wir sagen, sind wir ja sicher. Am 12. September ist ein Samstag, sind wir beim Sportfischerverein in der Ostschweiz. Thurgau. Ist Thurgau, gell? Thurgau bei den Äpfelkönigen. Ja. Nein, sorry Damian. Aber wir sind mit Damian Schmieder. Damian Schneider heisst er. Und bei ihm sind wir vom Verein aus eingeladen, um dort einen Podcast abzuhalten. Er hat uns angeschrieben. Und ich glaube, dann können wir auch mehr erzählen, weil auch dort haben wir auch gewisse Gäste aus dem Verein, die sicher auch über die Tätigkeiten, das Bestehen und auch vor allem über die Zeit von vor x Jahren zu heute und auch in Zukunft können reden. So ist es, genau. Ich glaube, wir Nein, also den 111 Club kenne ich auf jeden Fall nicht. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass halt auch Thema Verein, das haben wir ja gesagt, schon auch ein bisschen auf unserer Podcast-Themenliste steht. Jetzt nicht Prio gewonnen hat für das halbe Jahr, aber ich glaube, Verein ist schon noch ein Thema oder wird sicher mal ein Thema werden. Oder sein. Und da hören wir vielleicht auch noch mehr von einem zukünftigen Gast. Genau. Dann haben wir einen weiteren Kommentar vom Lars. Hoi Oli, hoi Nico. Umgekehrt, hoi Nico, hoi Oli, hat er geschrieben. Ich höre euren Podcast mega gern. Ich finde euch mega cool. Danke an dieser Stelle. Ich bin 11 und ich mache bald meine Sahnenprüfung. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich am besten mich vorbereiten kann? Und da hast du Boomer angeschrieben. Ich habe so lachen, als ich das gelesen habe. Ich habe es verklopft. Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Du hast mega herzlich geschrieben, halt, ja, wie das so ein Familienvater aus den 90er Jahren so schreibt. Ja, fleissig mit dem Büchlein lernen. Ja, ich habe es auch mit dem Büchlein gemacht. Also, mittlerweile gibt es eine App, Nico. Wirklich? Ja. Was ist das? Nein, ist gut. Wo man kann mit dem App lernen kann. Also, Lars, wenn du nicht deine Prüfung schon gehabt hast, oder alle anderen, die auch noch den Sahne machen wollen, lernen mit der App. Es hat zu meiner Zeit schon eine App gegeben, die hat 10 Stutz gekostet. Ja, hast du nicht gegönnt? Nein, für du was? Ich weiss Büchlein. Ich kaufe nicht alles 3-mal, mein Freund. Ja, aber es ist viel einfacher, da Digitalisierung. Finanzhaushalt. Okay, Oli, du hast jetzt auch ein Kind, du willst auch noch reinkommen. Ja, nein, das weiss ich schon, aber 10 Stutz haben wir schon dümmer ausgegeben für ein Päckchen Zigaretten. Wenn du das 10-mal sagst, hast du 100er Noten weg. Ja, also. Ja, nehme ich gern. Ja, bring. Also, ich hoffe, Lars und alle anderen, die eine Sahnenprüfung machen, ihr benutzt das App. Hört auf den Oli, nicht auf mich. oder das Büchlein. Kann man das Büchlein noch kaufen? Hey, ich habe im Kili gearbeitet, die letzten paar Tage. Und ja, der hat das Büchlein tatsächlich noch. Und ich glaube, es kostet immer noch 50 Stutz. Ich habe ihn gefragt, ich weiss es aber nicht mehr im Fall. Ich habe, glaube ich, damals noch eine 50er-Note gezahlt. Und es ist, glaube ich, 30 Stutz das Büchlein und 20 Stutz die Anmeldung. Irgendwie so ist es aufgeteilt. Oder 55. Ich habe keine Ahnung mehr. Oder 59, ich weiss es nicht. Ja, genau. Und er hat das immer noch.
er hat das immer noch, aber es läuft, glaube ich, das meiste wirklich online. Also, dass du dich online anmeldest und dann kommst du irgendwie gerade den digitalen Zugang über. Keine Ahnung. Ich würde auch sagen, die Prüfung ist mittlerweile online. Kein Plan. Nicht mehr auf Papier. Ich habe es im Fall auch schon online gehabt. Ah ja, das habe ich wieder auf Papier gemacht. Wann hast du gemacht? Aber keine Ahnung mehr. Ewig her. Gut, 2009. Als ich sie gemacht habe, bist du noch rumgeschwommen. Ja, richtig. Ja, sehr wahrscheinlich. Gut, dann haben wir eine weitere Frage vom Nils. Er ist 12 und hat darum nicht ein grosses Budget für Utensilien und hat fragen, was unsere teuerste Route ist. Das habe ich strange gefunden. So Ich habe auch zweimal müssen lesen, weil ich gedacht habe, willst du nicht die günstigste Variante oder Preis-Leistung, aber ja. Ja. Gut, bei mir ist es 1-1, also das Gleiche in dem Sinn. Weil ich habe mir ja Megabass Levante gekauft. Die hat mich, ich glaube, die Route selber war irgendwie bei 260, 270 Franken gewesen. Plus noch die Rolle. Ja, es ist bis jetzt die teuerste Route, die ich gerade so gekauft habe. Weil normalerweise habe ich ja die Routen immer mit Konditionen. Ja. Oder? Weil ich kann ja die selber auch bestellen. Und da habe ich ein bisschen andere Konditionen. Wenn ich jetzt rein den Bruttopreis vergleichen würde, ist das so ein bisschen Standard fast. Aber ich habe bis jetzt am meisten Zahl für die Route, weil die habe ich nicht selber über mich bestellt. Ja. Und die Rolle hat mich, ich glaube auch nein, ist etwa so viel oder 300 Stutz gekostet. Ein Shimano Curado, ganz eine geile Rolle. Ich muss sagen, die Kombo... DC? Nein, ist keine DC. Nein. Sie tönt ein bisschen strange manchmal. Ah ja? Ja, irgendwie habe ich wieder gemerkt. Aber die Kombo, muss ich sagen, ist brutal geil. Also Preis-Leistung für mich absolut top. Ich habe mir jetzt mittlerweile noch teurere Routen bestellt. Und zwar ein Megabass Orochi, glaube X10 Jade Python. Ein F3,5 ist das. Megabass hat immer so die F-Kategorie. Ja. F1 ist ultralight bis irgendwie so F3. Und meine F3,5, die ich habe, die Jade Python, F3, ein Zweitels klassisch, die hat, das ist natürlich alles irgendwie Junzen angegeben, aber die hat irgendwie 7 bis 21 Gramm. Ja. Oder noch ein weniger, irgendwie so in dem Range rein. Und das wird meine Egli-Route werden. Ja. Brutal geile Route. Ich habe sie einmal in der Hand gehabt bis jetzt und habe gefunden, die bestelle ich mir. Und die kosten ein bisschen mehr. Die kosten, glaube ich, brutto irgendwie 550, 570 Stutz. Ja, irgendwie so. Oder 600, irgendwie so etwas. Die habe ich gefunden, gönne ich mir, bestelle ich mir, gebe ich mir. Aber sonst habe ich so Routen mit Verkaufspreis eben so um die 250 Stutz, vielleicht mal 200 Stutz. Das ist so ein bisschen das, was ich brauche. Ich habe es eben in Kili gemerkt, als ich bei ihm war. Es sind viele Leute reingekommen und haben gefragt, hey, Route, ich suche Routenrollen unter 200 Stutz. Wo wir sagen, ja, Kollege, es ist immer um Fachhandel. Wenn du in einen Fischerladen gehst, dann musst du dir einfach bewusst sein, dass du halt eine 1A-Beratung hast, wo die Leute auf dich eingehen, egal wo das bist in der Regel. Das ist der Job, das ist die Leidenschaft, das ist der Berufsstolz. Und dass du halt dort mit einer Route rauslaufst und einer Rolle rauslaufst, die auf dich zugeschnitten ist, die dir passt für die Fischerei, wie sie du brauchst, aber halt vielleicht dein Budget auch strapaziert. Und dem musst du halt einfach irgendwie bewusst sein, weil sonst kannst du ganz so gut in einen Decathlon oder in einen Bau und Hobby gibt es ja nicht mehr. Obi, weiss ich wo hin, go Fischersachen posten, wo du dann halt Routen und Rollen für, keine Ahnung, 90 Franken bekommst und ja, halt einfach nach 3 Würfen findest, nein, das Fisch ist doch nicht für mich. Ist halt. Hey, bei mir ist die teuerste Route, die ich habe, ist meine Evergreen aus der Orion-Serie, der Degel. Eben auch meine Egli-Route, 7 bis 21 Gramm. Und ich habe dort Daiwa SV Light drauf. Die habe ich auch schon seit eigentlich, ich glaube, ich habe sie gekauft, wo sie gerade rausgekommen ist. Ich habe jetzt gerade schnell gegoogelt, in der Zeit, die du da erzählt hast. Mittlerweile kostet sie so 680 Stutz umeinander. Ich glaube... Die Rolle? Nein, die Route. Ja. Ich habe sie, glaube ich, trotzdem mal für 800 Stutz, aber es ist halt dort gerade rausgekommen. Darum denke ich, ist es auch hier noch viel, viel teurer gewesen. Darum, das ist eigentlich meine teuerste Kombo, die ich so habe. Aber sie macht auch schon am meisten mit, einteilige Route. Ja. Also ist meine Ich sage immer, ich will sie am liebsten verkaufen, einfach weil einteilige Route total unpraktisch für irgendwo zum Reisen.
Aber ich sage immer, ich merke, wenn das Egli nur schon einen Kiemenschlag macht. Also, also es ist so brutal, die Übertragung, die du auf der Route hast, das ist krass. Das liegt aber glaube ich nicht durch die Einteiligkeit. Nein, das ist sondern ist einfach auch die Verarbeitung. Ja, genau, alles übel. Mir kommt noch in den Sinn, wo du gesagt hast, Einteilung. Ich habe noch eine sehr teure Route bei mir, das ist die ich selber gemacht habe. Dort hat mein Material allein schon 550 Stutz gekostet. Und dort ist keine Arbeit eingerechnet, normal ist die Arbeit nicht eingerechnet. Tue ich für mich nicht mitrechnen, das ist für mich nicht irgendwie eine Route, die ich irgendwie mit finanziellem Wert beziffern kann, sondern die hat einfach einen brutalen emotionalen Wert. Einfach so, by the way. Und ich habe selber gebaut, die Route. Wenn du dort drauf etwas fängst, ist nochmal ein anderes Feeling, ja. Das ist einfach noch eins grössere Eier. Egal, auch wenn es nur ein, keine Ahnung, 80er Hecht ist oder ein 30er Egli oder ja, ein 75er Zander wie in Holland. Also ja. Ist dann schon noch eins etwas anderes. Verstehe ich. Einfach so vom Gefühl her. Hey Jungs, vielen Dank für eure Kommentare. Ich finde, so ein Podcast lebt auch von Fragen und Antworten. Wir sind da immer eben bemüht, um möglichst schnell Antworten. Wir haben jetzt auch vorhin gesagt, hey, wir würden, obwohl wir es schon beantwortet haben, wenn wir es wie nochmal da aufnehmen, vielleicht auch für andere interessant, um das zu hören. Hey, macht weiter so, kommentiert unbedingt unseren Podcast. Ich finde das super. Ich finde in der Schweiz, oder ich habe allgemein so ein bisschen gemerkt, hey, in der Schweiz, man tut selten etwas kommentieren. Du tust selten ein Reel kommentieren mit hey, mega geiler Fisch oder hey, super geschnitten. Oder weißt du, irgendein Kompliment machen wir irgendwie von Natur aus nicht in der Schweiz. Ja, vielfach sind solche Kommentare, weil du jemanden kennst, machst du geschwind zweimal den starken Arm oder Daumen rauf oder schreibst top oder irgendwie so etwas. Einfach kurz und knapp, dass er Engagement hat, aber nicht, dass er irgendwie, ja. Voll, ich habe mir wie vorgenommen, hey, wenn ich etwas sehe, wo ich jemandem folge, ich fange an zu kommentieren. Einfach weil ich finde, wir dürfen in der Schweiz auch mehr Lob aussprechen für jemanden, der etwas Cooles gemacht hat oder wo mir etwas gefällt. Oder ich weiß auch nicht. Für ein geiles Reel, für eine geile Podcast-Folge. Tun doch kommentieren. Was ist mit denen, wo du folgst, aber keinen coolen Content machen oder so? Ich probiere den auch kommentieren. Also ich nehme mir wirklich vor, dass ich anfange, den Leuten, die ich auch folge und auch irgendeinen Bezug dazu habe, dass ich die kommentieren. Und ich will auch da den Aufruf machen, um zu sagen, hey Leute, fangen mal an, kommentieren, hey, sprecht dann ein Kompliment aus, wenn jetzt irgendjemand ein geiles Shirt entwickelt, hey, schreibt das unten an, finde ich voll geil, würde ich kaufen. Oder weiss auch nicht, macht doch einfach ein bisschen mehr Lärm in dieser Szene. Ich finde, da sind andere Länder uns schon noch ein bisschen voraus. So, hey, ja. Werden wir sicher, glaube ich, auch mal thematisieren in einer Folge. Danke sehr. Du, das wäre es gewesen, dann... Wir haben den Podcast noch nicht vorgestellt, das ist stimmt. Jetzt keine Notiz, aber ein bisschen zetteln. Wie heisst der? Rückblick, Ausblick und Vorstellen von dem Podcast. Aber das ist ja eigentlich auch doppelt gemoppelt. Ja, oder? natürlich. Ausblick und Vorstellen von dem Podcast ist ja eigentlich auch... Eigentlich ist es nur Rückblick, Ausblick, wie wir es eigentlich schon mal gehabt haben. Ja, Rückblick, Ausblick. Ja, richtig, ja, okay, komm. Willst du sagen, was wir heute machen, Nico? Hey, ja, wir haben uns ein bisschen ins Zeug gelegt, wir haben eine Jahresplanung gemacht. Beziehungsweise das restliche Halbjahr haben wir geplant. Von einer Gesamtjahresplanung sind wir ein bisschen weggekommen, haben wir Erfahrungen dürfen sammeln, dass es nicht so gut funktioniert, wenn man im Januar Termine für den November abmacht. Ja, und ich glaube, wir reden heute ein bisschen darüber, wer so unsere zukünftige Gast oder wer es alles unsere zukünftigen Gäste sind. Und ja, das wird dann so ein das Thema sein. Alright. Einverstanden? Ja, ich würde sagen, es ist wieder viel passiert. Genau. In diesen Wochen. Darum machen wir meine Woche und deine Woche. Das finde ich ganz sneaky. Meine Woche, deine Woche. Sneaky sagen wir, oder? Sneaky, warum? Gibt es nicht mehr? Ist das Wort nicht mehr sneaky? Keine Ahnung, ich habe es schon lange nicht gehört. Mega sneaky so. Okay, das ist noch so ein Übergang. Boomer. Oli, fang an. Wie gesagt, ich bin in der Ferien die letzten 3 Wochen. Ja, stell dir vor, ich habe 3 Wochen Ferien. Ich habe es auch schon ein paar Mal gehört von gewissen Leuten. Was? 3 Wochen? Ich finde, 3 Wochen Sommerferien müsste ein Must-Have sein. Ich finde irgendwie, du brauchst nur schon eine Woche zum Abstellen. Ja. Vom ganzen Alltag, Schaffen, Blödsinn, bis mal dein Kopf ankommt und denkt, geil, ich muss nicht hustlen. Uhrzeit spielt keine Rolle mehr. Um das alles zu vergessen und einfach auch selber runterfahren,
Ich habe manchmal in der ersten Woche der Ferien so das Gefühl, ich muss so viel das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das. Ja, genau. Nein, chills. Ja, und vor allem dann kommt dir mal in den Sinn, weißt du, wenn du am Stressen bist, kommt dir in den Sinn, ich habe ja noch 2 Wochen Zeit. Ja. Geil. Und dann wirst du ruhiger. Darum, 3 Wochen Sommerferien sind top. Es sind 1,5 Wochen bin ich im Tessin gewesen und dann noch eine Woche, ja ein bisschen mehr, ein paar Tage mehr, noch in Italien. Wirklich dort einfach nur Family, obwohl wir sind ja dort in Jesolo gewesen, mit diesen Kanal und ich habe gehört, CBS wäre auch gerade gut gewesen. Ja. Ich habe mich bewusst dafür dort entschieden, dass ich die Route explizit daheim lasse, weil sonst weiss ich, wenn ich die Route mitnehme, renne ich sicher von 8 Übungen 7 Mal mindestens an Abend irgendwann ein Gewässer her. Gut, hast du sie wirklich vermisst, so wie geschneidert hast in Tessin? Ich habe eben nicht geschneidert in Tessin. Okay. Ja, ich weiß nicht, euch geht sicher auch an der gleichen. Ich glaube, das ist so ein Fischerding. Ich meine, wenn irgendwo an irgendeinen Tümpel herkommst, du schaust immer rein, ob du Fisch siehst. Und es juckt dich immer in den Finger. Wenn ich jetzt da meinen Köder runterlassen was wieder raufkommen. Ja. Es ist doch immer so. Ja, aber irgendwie, ja, hey, es ist auch mal schön. Canale Cassons oder so, wie der heisst dort. Wir sind ja auch an dem gewesen. Wir sind ja auch in der Nähe von Jesolo gewesen. Wir sind zwischen Jesolo und Cavallino gewesen. Mhm. Und wir sind eigentlich mit dem Velo auf Jesolo rein. Und dann sind wir eben alles, einen wunderbaren Weg dort, zum Kiesweg, schön am Kanal nach. Und ich habe natürlich auch immer, ich habe so ein Doppelsitzli und da habe ich den kleinen vor mir eigentlich gehabt. Er hat seinen Lenker, so einen kleinen Lenker, hat er auf meinem Lenker oben und einen Sitz auf dem Rahmen mit Fußrasten dran. Und dann sind wir so dem Kanal nachgefahren und ich war immer am rechts überall schauen gewesen, also, und dann hörst du wieder die Frau. Hey, schau vorne! Ja, ist gut, bin da. Ja, das ist gerade so wie beim Autofahren, also ich muss immer raus schauen. Könnte ja sein, dass du etwas siehst. Ja, voll. Nein, darum war es gut, die Route mal dort zu lassen. Dafür bin ich im Tessin ein paar Mal, ein bisschen Bergsee testen. Ich war im Lago Robier und Lago Ritom, das sind schon eher bekannte Bergseen. Mhm. Ich habe dann natürlich ein bisschen meine Tessiner Freunde gefragt, wie gerade so der Stand ist, wie läuft es gerade so, wie beisst es. Alle gesagt, vergiss es ist viel zu heiß und die haben keinen Bock und es ist mega schwierig. Beim Robier ist noch ein bisschen das Problem, du musst mit dem Baum laufen, also du kannst schon wandern, aber ich habe irgendwie Lust, am Morgen um 3 loszulaufen, dass ich dann irgendwie am 7 am Spot bin. Dann nimmst du am 8 das Bändchen und dann ist halt schon 8, bis dann irgendwo einmal am Spot bist, ist dann halt 9, bis dann loslässt. Aber ich habe meine Fische fangen dort, zu einer Uhrzeit, wo ich jetzt würde sagen... Beisst nichts. Aber es ist zumindest im Nachmittag rein, wo es runtergebrettert hat. Manchmal ist es unerklärlich. Und man muss einfach ein bisschen... Ja, das habe ich ein bisschen mitgenommen, auch aus diesen Bergseen-Dingen, ein bisschen auf das Bauchgefühl hören. Hey, eben, Tessiner haben schon gesagt, ja, gang dort, weißt du, gang dort, habe ich den Biss und so. Klar stehst du als erstes an diesem Spot und Fisch dort, weil sie gesagt haben, hey, dort sind sie. Und kennst du vielleicht den See ja nicht, oder? Hey, den See kenne ich nicht, habe ich noch nie gefischt. Doch, bin einmal da gewesen, aber eben noch nie allein. Und dann, irgendwann kommt so das Bauchgefühl, nein, gang dort auf die andere Seite, weil der Wind rückt gerade dorthin, bla bla. Plötzlich fängst du so an funktionieren und dann fängst du an das Gewässer lesen. Ja. Das Gewässer und die Umwelt. Und das ist genau, das finde ich eben genau spannend nachher beim Fischen, oder? Ja. Oh, aber dass man irgendwie eben, dass ich mir sage, hey, jetzt habe ich mir vorgenommen, hey, nein, ich höre wieder mehr auf mich, weil eben ich kann an ein Gewässer gehen und ich kann es lesen und ich kann die Umstände einschätzen. Oder so ein bisschen, ja, wenn, wie sagen wir, einfach das können einordnen, dass es passt. So, wie gesagt, ein fischiges Gefühl, ja, oder? Genau. Würde ich sagen. Hey, und dann eben sind wir noch am Lago Ritom gewesen, und ich muss sagen, hey, auch die Bergsee im Tessin, also Wassermangel ist rum, also sie fallen richtig ein, ist krass, und ja, dort hat es nicht so die riesen Fische gegeben am Morgen, und dann habe ich gefunden, nach der Mittagspause, ach komm, jetzt fische ich mal mit meiner Tochter, habe ein Mädchen gemacht, eine Grundmontage, und dann das einfach ein bisschen rausgerührt. Dann hat sie da ein bisschen helfen, kurbeln. Es ist mir ein bisschen darum gegangen, dass sie mit dem Papi fischen und so. Hey, und da hat sie doch tatsächlich so ein Saibling ausgezogen, weil der Fisch passt zu der Person, die ihn gefangen hat. Ist es der, wo du nachher in die Kamera gehabt hast? Nein, richtig, nein. Und ich hatte hohe Freude gehabt. Das ist so ein mega, mega schöner Moment, wo du hast mit dem Kind, wo
wo du nicht, ich habe es nicht erzwungen, komm mit mir fischen, sondern einfach an die Route raus tun und sie kommt selber, zeigt Interesse am Hobby und dann fängt sie an zu fischen. Wie geil ist das dann? Also das ist so ein mega schöner Herzensmoment gewesen, so, wo ich dachte, so, jetzt können wir eine Route kaufen und loslegen. Ja, also, das ist cool, ja. Das ist sie ist noch nicht 2 und will fischen. Sie hat dann jeden Tag gesagt, Mädli, fischen. Stark. Und dann so den Fisch heben, weißt du, so, was mache ich da? So, ist lustig gewesen. Ja. Dann bin ich noch Bassfischen. Ich kenne einen See ganz in der Nähe, wo wir eine Ferienwohnung haben, wo einen Bassbestand hat, einen guten Bassbestand. Die grossen, weiss ich, sind ja eher so im Frühling im Herbst. Aber jetzt machst du Frequenzfischen so. 20er, 30er sind jetzt rum. Es macht richtig Spass. Der mit dem Wormius so was vorrasiert. Also, der Wormius kannst du ja lang ziehen mit dem TB-Material, meinst du, unzerstörbar. Die haben mir den zerstört. Stark. Und zwar ein ganzes Pack zerstört. Stark. Ja, es hat richtig Spass gemacht. Was mich ein bisschen gefuchst hat, eben ich hatte dort meine Evergreen dabei, die ich vorhin erzählt habe. Dort hätte ich gerne noch ein bisschen, vielleicht mal eine Toppis-Route in die Hand genommen. Der Blue Lightning hätte ich auch noch im Auto gehabt, aber ich bin dann zu voll gewesen. Oder einfach, es läuft, dann wechselst du nicht irgendwie ein Setup, aber das wäre irgendwie auch noch geil gewesen, zum wissen, wie dann ist, wenn dann ein Bass an dieser Route tut. Ja, so ein bisschen. ja. Hey, es hat mega Spass gemacht. Und dann will ich einfach noch von einem Erlebnis berichten, wo vielleicht jetzt ein bisschen gerade zu der aktuellen Lage passt mit Flüssen, die austrocknen, Bäche, die austrocknen, Leute, die natürlich auch eine Abkühlung suchen. Ich glaube, der Robin von Toppis ist da sehr aktiv dran, die Leute darauf aufmerksam machen. Ich glaube, gerade heute wieder ein Reel postet, wo er die Leute darauf aufmerksam macht in der Eulach, wo doch eine Empfehlung, glaube ich, ist kein Verbot. Das ist, Keine Ahnung. Ich bin jetzt sorry, Robin, ich bin nicht sicher, ob es ein Verbot ist oder eine Empfehlung, auch, dass man nicht ins Wasser geht, weil das der einzige Ort ist, wo die Fische noch sein können. Und es hat einen starken Sturm gegeben in Italien, das hat sehr fest gewinnt und dann kommen halt Qualen irgendwann. Und es ist mir schon am ersten Tag aufgefallen, dass die Leute nicht den Umgang haben, klar. Qualen, sie brennt dich, wenn du sie anlangst, ist halt ein Abwehrmechanismus von dem Tier. Klar, logisch, ja. Aber der Umgang mit einem Tier, mit einem Lebewesen, ist einfach der erwachsene Leute können einfach nicht den Umgang mit so einem Tier handeln. Und logisch macht das Kind nachher nach. Einen Tag später sehe ich, haben sie ein Loch gegraben im Sand, dann haben sie das Wasser dort und die kleinen Riesen Qualen. Und das Mädchen tut da mit der Schaufel da die Qualen umstechen, alle rufen, alle kommen schauen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht zuschauen, ich kann nicht mehr zuschauen. Das hat mir, ich meine, ich finde Qualen auch nicht cool, wenn sie mich brennt. Aber es ist immer noch ein Lebewesen. Es ist immer noch ein Lebewesen, wo das nicht verdient hat. Ich bin dann hergegangen, der Mädchen erklärt, hey, sorry, es ist ein Lebewesen, ich nehme es jetzt mit. Ich lasse sie frei, weil das ist der richtige Umgang. Du musst ja nicht gerade da rein tun, wo alle baden. Du kannst so 200 Meter, 300 Meter weiter rein tun. Wo an einen anderen Strand, wo die anderen baden. Richtig, nein, aber ich bin dann schon ein bisschen weiter gelaufen und ich einfach so finde, hey, auch die Erwachsenen, hey, oder ich finde einfach so, wir Fischer, oder wo ein bisschen mit Tieren uns befassen, hey, sind dort ein besseres Vorbild für Menschen, die es einfach auch nicht besser wissen. Gerade wenn Kinder in der Nähe sind, Kinder wissen es nicht. Und die Kinder schauen sehr stark, was wir Erwachsenen machen. Und ich finde, dort müssen wir einfach ein stärkeres Vorbild sein. Es ist wie so, nein, es hat mir wirklich wehgetan. Es ist eine Qual, ich weiss. Aber es hat mir wirklich weh. Ich kann nicht zuschauen, wie sie mit dieser Schaufel auf die Qual einsteigt. So habe ich ihr erklärt, macht man nicht. Ich nehme sie dir jetzt weg und ich lasse sie da frei. Weil es ist ein Tier, das mir gehört. Ist so. Und nicht da ist so. Und nicht in ein Loch rein, im Sand. Ja, das ist einfach ich muss so. Zwar auch eingestehen, gell? Wir haben Krebsli gejagt, als wir in Italien waren. Ja. Und dann haben wir die auch ins Netz genommen, und dann haben wir die ein bisschen angeschaut und dann haben wir sie dann wieder rausgetan. Aber also, finde ich jetzt human. Krebse überleben auch im Trocknen. Ich glaube, die können eher das noch wegstecken. Genau, ja, und vor allem Krebse gehst du nicht, also wir haben es nicht mit der Schaufel gestochen, geschlagen, weiss ich was, und wenn wir ihn nicht verwischen, dann haben wir einen Seil, also sind wir zum nächsten. Also weißt, ist für mich auch ganz klar, es ist ein Lebewesen. Das Fangen finde ich per se, bei einer Qual weiss ich nicht, was für Auswirkungen gibt. Bei einem Krebs macht es eigentlich nichts. Solange du nicht irgendwie beibrichst oder die Scheren abreissest oder weiss ich was. Klar, haben die wahrscheinlich keinen Stress, okay, aber sie sind Panzer, sie sind nicht so sensibel wie, keine Ahnung, vielleicht eine Qual, ich weiss es nicht. Ich glaube, die kommt es auch darauf an, wie du die Qual, wenn ich jetzt mit einem Sack oder mit einem Kübel die schön so kann aus dem Wasser wie auslupfen, weißt du, so ausschöpfen. Ja, genau.
Ohne dass die, wie sagt man, Tentakel, ja, Tentakel. Aber die wachsen ja nach, beziehungsweise wenn die abgehen, ist es nicht schlimm. Die können ja auch irgendwo absterben dann. Und ich meinte sogar, wenn sie brennt hat, sterben die auch ab, die verwünscht haben. Bin mir aber nicht sicher. Okay, ja. Ja. Aber ja, ist sicher richtig gemacht, Oli. Danke. Eben, hey, aufrufen da, jetzt aktuell bei uns Notlage für Fisch, Wasser. Machen die Leute darauf aufmerksam. Ja. Sie wissen es nicht besser, darum tun wir doch ihnen das erklären, dass da auch noch Krebse und andere Lebewesen in wichtig ist, man kann es normal erklären. Richtig. Man muss es auch normal erklären. Es gilt immer noch im Zweifel für den Angeklagten. Also, gehen nicht davon aus, dass die Person das mutwillig macht, sondern Wie sie es nicht wissen, einfach normal reden. Genau. Das ist einfach noch wichtig bei so einem Aufruf, finde ich jetzt. Es soll nicht irgendwie zu Gewalt aufrufen oder so, da gibt es genug andere, die das machen. Und das müssen wir nicht auch noch. Ja gut, das wäre es so gewesen aus meinen Ferien. Perfekt. Also, dann komme ich. Jetzt bin ich aber gespannt. Hey, ich bin recht beschäftigt gewesen in meinen letzten 2 Ferienwochen, die ich hatte. Und zwar habe ich das komplette Lagerzelt, das ich da habe. Und es ist doch ein erstaunlicher Betrag, finde ich jetzt, vorgekommen, wenn man es so ein bisschen hinterher schaut. Ist aber gut, es ist alles wieder à jour. Ich habe mit dem gesamten Dropshipping von Deutschland habe ich aufgehört, weil es hat nicht funktioniert. Es sind zum Teil Produkte, am Anfang hat es gut geklappt, da konnte ich eine Bestellung weitergeben und dann ist es am nächsten Tag verschickt worden und irgendwann hat es dann mal 2 Tage gebraucht, dann 5 Tage, dann gesamte Woche und irgendwann sind gewisse Sachen gar nicht verschickt worden oder gar nicht bei den Kunden angekommen und ich muss sagen, hey, das kann es nicht sein. Darum bin ich wieder von dem Ganzen weggekommen und dann habe ich gefunden, es hat mir durch das ganze Dropshipping-Zeug hat es mir das System so durcheinander gerührt, dass ich gewisse Sachen, die ich eigentlich Lager hatte, gar nicht mehr im Shop online hatte oder verfügbar und gewisse Sachen verfügbar hatte, die ich eigentlich gar nicht mehr an Lager habe. Das heisst, der Shop ist jetzt komplett wieder aufgeräumt seit etwa 2-3 Wochen und ich merke es auch, der Rücklauf ist bedeutend grösser, wie wo ich das Dropshipping-Sortiment hatte. Mega spannend irgendwie. Ich weiss nicht wieso, weil ich habe einiges weniger an Produkten. Ich habe vorher etwa 7000 Produkte gehabt, jetzt bin ich etwa auf 2500-3000 Produkte. Und der Rücklauf ist doch bedeutend grösser. Also ich glaube, die Leute finden sich einfach besser zurecht. Also meine Meinung. Dann hatte ich noch einen Produkte-Lounge vor mir, wo ich mal wirklich von A bis Z alles komplett selber gemacht habe. Bis auf die Sticker, dort haben wir den Marco Jurt, mit ihm bin ich auch noch fischen. Er hat mir da noch geholfen mit den Stickers. Ich habe ein Logo gemacht mit meiner besten Freundin, mit ChatGPT. Er hat es mir dann noch digitalisiert und alles und haben mir auch Kleber dazu geliefert. Danke vielmals, Marco, an dieser Stelle. Und habe aber sonst den Rest eigentlich alles selber gemacht, also mit Content Creating, mit Marketingmaßnahmen, mit Verkaufsstart etc. Ein riesen Aufwand, aber geil zum mal durchmachen. Wird dann gleich wahrscheinlich wieder ein zweites Produkt kommen. Das erste war jetzt da die Swiss Egli Box und das sind wirklich... Ja. Hätte ich gerade fragen, willst du es wieder antun nach diesem Aufwand oder sagst du nein, Bullshit? Ich glaube schon, weil die ist brutal gut angelaufen, die Box. Und da kommen immer wieder Bestellungen rein. Und ich glaube, da wird es noch ein zweites Produkt so geben, in diesem Stil. Was für eins sage ich aber noch nichts. Es wird dann auch wieder einen guten Produkte-Lounge geben, hoffentlich zumindest. Ich will mir sicher wieder alle Mühe geben. Genau. Zwischenfrage, gibt es bei uns so die Boxen wie LMAB oder auch Fish Candy oder so? My Tackle Box aus Deutschland hat das gemacht. Gibt's das? Nein, My Tackle Box war Schweiz. Oder ähnlich hat es geheißen. Ja, also Abo-Boxen meinst du? Ja, genau. Gibt es das bei uns eigentlich? My Tackle Box hat das mal gemacht, da bin ich auch dabei gewesen. Und ich weiss nicht, ob es am Marketing gelegen ist, ob es am gesamten Konzept gelegen ist oder so. Es hat nicht sonderlich gut funktioniert. Wir haben Boxen verkauft, wir haben Abos gehabt, aber es ist für den Aufwand, den wir betrieben haben, zu wenig gewesen. Ja. Weil du musst halt dann doch schauen, wenn jetzt einer eine Box kauft, Person A bestellt ein 12 Monate Abo. Und jeden Monat kommt sie eine Box über. Person B kauft ein 6 Monate Abo, aber 2 Monate später. Und das musst du irgendwie handeln können. Du musst schauen, du brauchst eine riesige Stammdatenkartei, dass du weißt, welche Person hat welche Box schon gehabt, nicht, dass sie doppelt bekommt. Und das über Jahre.
oder? Wenn du so willst, wenn du gross denkst. Und das ist relativ schwierig. Also es war sehr ein grosser Aufwand gewesen, wo wir uns dann schlussendlich auch dagegen entschieden haben und gesagt haben, wir machen jetzt einfach nur noch die Überraschungsboxen und da kann jeder bestellen, wie er will. Die ändern einfach immer mal wieder ein bisschen. Und das, was ich jetzt mache, ist eigentlich etwa im ähnlichen Stil, ohne Abo. Und es sind auch Überraschungsboxen. Du weißt so ein bisschen, was drinnen ist von den Ködern her. Das ändert zwar immer wieder, ist wichtig. Also wenn ihr heute eine Box bestellt, habt ihr nicht die gleiche Farbe wie morgen oder gestern in der Regel. Und es kann auch sein, dass der Inhalt dann ändert. Das wird dann aber auf der Produkteseite, auf der Homepage jeweils kommuniziert. Also aktuell ist der Cornelius drinnen. Ja. Vom Cornelius siehst habe ich nicht mehr so viel. Ja, habe ich vorhin gedacht. Genau. Ich sage, die Box ist sau gut angelaufen. Also dort wird es gleich mal einen Wechsel geben oder ich bestelle wieder Cornelius nachher. Aber in dem Fall würdest du ja sagen, das Interesse von der Schweizer Fischer ist eine Box schon um, oder? Ja, ich glaube, du ziehst mehr so ein bisschen Anfänger bis Mittelsegment an, weil die Cracks, wo ich sage jetzt mal die neu fischen und genau wissen, dass ein G-Tail an ihren Gewässern läuft, ich glaube nicht, dass die so eine bestellen. Ausser mal vielleicht zum Schauen, hey, mal, könnte noch geil sein, weil es sind zum Beispiel noch Mikrochicks drin oder mal andere Farben ausprobieren und so Sachen. Aber Schon ein kleiner Teil. ja, dann, ich glaube, du ziehst schon eher die grossheitlichen Fischer an, die sagen, hey, mal, ich finde es geil, weil es ist das Ready-to-Fish-Kit, wo ich einfach kann die Box ans Wasser nehmen und kann nachher auspacken und dann kann ich den Köder dranhängen. Punkt. Oder kann man dort noch das Carolina Rig oder das Texas Rig binden. Es hat auch einen Guide dabei. Den habe ich auch selber gestaltet und ausgedruckt. Mega geil. Also ich bin mega froh. Ich habe mega Freude. Wo du direkt einen QR-Code hast, um den Online-Guide abzuladen, wenn du willst. Oder einen QR-Code für die Nachfüllprodukte. Ja. Also das heisst, wenn du deine Packung Cornelius schon verheizt hast, dann kommst du auf die Homepage von mir, von Majorfish.ch und bist eigentlich direkt schon auf der Nachfüllpage. Und dort hast du nachher genau die Köder, die in dieser Box drin sind. Ja, das ist aber ein geil. Ja, ist mega geil. Also ich finde es ein mega cooles Konzept grundsätzlich. Aber die Boxen sind erst am 10. sind sie verschickt worden. Also jetzt, wir nehmen den am 11. auf, also gestern sind sie verschickt worden. Und ich bin dann auch gespannt, wie der Rücklauf natürlich ist von den Leuten, die eine bestellt haben, die auspacken. Weil die Box kostet 34,90 und du hast einen Warenwert von etwa 52 oder 54 Franken drin. Insgesamt. Oder? Aber es ist halt einfach geil, weil du kannst wirklich, es hat Material drin, es hat vielleicht auch mal einen Köder drin, wo nicht gross Fisch ist, also ein kleiner Little Bill Crank, wo vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade Fisch ist, aber wo dann halt vielleicht mal, wenn du irgendwo an einem Bach bist, an einem Forellenbach oder so, unbedingt dranhängen. Weil Cranks und Forellen ist für mich etwas, was sich ein bisschen beisst. Ich als passionierter Forellenfischer, aber es funktioniert eben gleich. Und die jetzt die ersten Boxen vorbestellt haben, ich habe zuerst eine Vorbestellung gemacht, die haben noch einen extra Köder bekommen, plus noch einen 10% Vorverkaufsrabatt. Geil. Also hast du profitiert, also ist die Box gerade noch eins günstiger geworden, sprich, eigentlich der Warenwert ist auch noch erhöht worden. Du bist irgendwie bei knapp 60 Stutz schlussendlich gewesen und hast irgendwo 33 Stutz gezahlt. Also, hey, wenn jemand die Box bestellt hat oder allgemein Boxen, mich würde es auch mega wundern, warum kauft der Boxen oder was ist der Reiz daran? Ja. Vielleicht ist es auch für dich interessant. Absolut, ist sicher spannend für mich, ja. Warum haben die Box gekauft und wie zufrieden sind ihr? Genau. Also dürfen wir nicht nur von meiner Box, dürfen allgemein von der Box schreiben natürlich, selbstverständlich. Ist für mich alles auch wichtiger Input, ja. Dann habe ich die letzten 2 Wochen am Kili geschafft, wie ich es vorher schon mal gesagt habe. Der Kili hat übrigens wieder ich sage jetzt mal normale Öffnungszeiten. Habe ich glaube schon mal kommuniziert. Am Montag hat er zu, Dienstagabend hat er offen, Mittwoch hat er den ganzen Tag vom 10 Uhr weg offen, Donnerstag und Freitag auch und am Samstag hat er vom 9 Uhr bis um 12 Uhr offen. Der Kili ist eigentlich hauptsächlich im Laden. Für alle die noch irgendwie eine 40% Beschäftigung suchen, wichtig, meldet euch beim Kili. Es wäre Donnerstag und Freitag jeweils vom Morgen um 10 Uhr bis am Abend um 6:30 Uhr. Also ist, ich sage jetzt mal, eine Festanstellung. Ist sicher geil für irgendwelche Studenten oder für irgendwelche Leute, die Pensionen arbeiten oder für auch gerade das Thema Frauen in der Fischereibranche, Hausfrauen, die sich das vielleicht einrichten können, die sich ein bisschen auskennen. Kann man sich alles anlernen dort, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Know-how. Aber ja, finde ich, ist gleich gerade bei diesem Punkt sehr wichtig zu erwähnen. Cool. Dann haben wir den
Marco Jurt, ich habe es hier vor mir. Ja, endlich lüftet er, ich habe nicht gedacht, was das ist. Der Marco vor mir hat... der Marco vor mir. Ich habe den Sticker vor mir. Der Marco Jurt hat mir da ein kleines Präsentchen gemacht. Ihr hört es vielleicht. Oli, viel Spaß beim Rausschneiden. Ja, danke, Lani, genau alles so. Er hat Sticker gemacht für Fischverrückt. Marco, danke dir 1000. Und zwar sind das spezielle Sticker. Es sind nicht nur Sticker, die ihr einfach an eine Wand kleben könnt. Bitte nicht. Bitte nicht. Die Sticker sind zu viel wert, um einfach irgendwo auf eine Tacklebox zu kleben. Sondern das sind sogenannte Teppichsticker. Also Vinyl-Sticker. Und da ist unser Fischverrückt-Logo drauf. Ihr müsst die halt noch Kontur schneiden, wenn ihr es wollt, oder könnt es viereckig lassen. Und die sind zum Beispiel gerade so für einen Bootsteppich. So wie ich sage, die mir folgen, haben das auch schon gesehen. Ich habe ein Reel mal aufgeladen von meinem Bötli und ich habe auf dem Teppich alles so Kleber drauf. Ihr könnt die natürlich auch auf einen Hausteppich kleben, selbstverständlich. Ihr könnt die auch an eine Scheibe kleben. Ihr könnt Nein, die auch nicht bei Mami auf den Perserteppich. Genau. Ihr könnt die auch an eine Mauer kleben oder so. Die haben überall. Das sind auch wirklich spezielle Kleber. Und ja, geil, da muss ich einen als Kajak tun. Nein, das sind keine Kajakkleber, das sind explizit Teppichkleber. Leck einen Teppich aus. Genau, kannst einen Teppich auslegen. Nein, wir haben 4 Stück da und Oli, was meinst du, wenn wir 2... Sicher, verlosen wir. Verlosen, oder? Und dann hatten wir auch noch von sich selber, hat er noch von Hook Friends, das ist er und sein Junior, der Robin, würde ich auch noch 2 Sticker drauflegen. Das sind dann die normalen Tacklebox-Sticker. Sind übrigens in einer sehr geilen Qualität. Sind auch so wie die von meiner Swiss Egli Box. Yes. Würde ich verlosen, aber ich glaube, da können wir dann am Schluss noch einmal drauf sprechen. Ich habe eine Idee. Hast du eine Idee? Alle, die Egli-Box bei dir gekauft haben und das reinschreiben, die kommen zu einem. Oder einfach die ersten 2, die das kommentieren. Ich habe eine Egli-Box gekauft beim Nico. So, ich habe eine bessere Idee. Der Erste, der eine Egli-Box bestellt hat, kommt zu einem über. Und der Erste, der kommentiert wegen der Boxen, warum dass er allgemein eine Box gekauft hat, kommt einer. Weil da haben wir nämlich beide Meinungen. Das ist super, so machen wir es. Also, müssen wir dann irgendwie noch merken, Oli, gell? Aber die kommen jeweils einen Fischverrückt-Sticker und einen Hook Friends-Sticker über. Sehr geil. Ist gut, dann haben wir noch 2 für uns. Ja, wir brauchen natürlich auch einen. Genau. Hey, dann, es war noch nicht alles von meiner Woche. Ich habe einen neuen Job angefangen, darum ist auch der Content auf Fischverrückt eher ein bisschen in Grenzen. Natürlich sind wir ja die Sommerferien, die Fischverrückt-Sommerferien, auch gerade ein bisschen willkommen gewesen. Ja. Genau. Yes, das ist so ein das. Alright, dann ist sicher viel passiert in der Szene, darum machen wir Infos aus der Szene. Das war jetzt ein scheiß Übergang. Ja, ist okay. Ja. Ist okay. Aber eigentlich hätte man können sagen, so viel wie bei unserer Woche passiert ist, sicher auch bei Infos aus der Szene. Aber ist gleich. Alright, willst du dort anfangen? Soll ich anfangen? Ja, du hast eigentlich eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung von dir, die du letztes Mal gesagt hast, genau. Und ich bin nämlich der, der dich gefragt hat, wo hin. Aber das hat wir erst später... Haben wir noch nicht gewusst, ja, haben wir noch nicht gewusst. Aber für all die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben in der letzten Episode haben wir über Patrick Marable geredet, weil der hat ja aufgehört bei Fox Rage und hat gewechselt, weil es ihm nicht mehr gepasst hat. Ich habe sein Video im Fall nicht komplett geschaut, muss ich auch ehrlich sagen. Nein. Ich habe auch mal geschwind, ich glaube die ersten 20 Sekunden, ich muss sagen, jetzt hänge ich ab, jetzt ist gut. Er wechselt zu Abu Berkeley. Für all die es noch nicht wissen. Und der erste Content ist auch schon von ihm, habe ich gesehen. Er hat ein paar Fotos gepostet, auch mit Fisch und so. Und er wirkt glücklich, zumindest auf den Fotos. Ist immer schwierig so, auf den Fotos wirkt die Menge noch glücklich. Es gibt auch Leute, die nicht so glücklich wirken können. Ich nenne keinen Namen. Ja, vielleicht ein Kandidat für die Schweizer Sportfischermesse jetzt mit Pure Fishing. Wer weiß, wäre sicherlich ganz cool, absolut. Könnte sicher einen spannenden Vortrag haben, ja, Gesi. Ja, und bei uns im Podcast kommt Gesi. Ja, stimmt, das wäre etwas. Dann aluminiumboote.de ist nicht nur Aluminiumboote, sondern es ist auch Swiss Bass Boat. Finnwall Schweiz, wo... Jetzt muss ich aufpassen, ich kann es eigentlich erzählen. Aluminiumboote.de stößt auf jeden Fall Finnwall ab. Die lassen Finnwall auslaufen. Und wer hat in der Schweiz Finnwall-Vertretung? Bootsport Gräf. Genau.
die tun, wenn es mir recht ist, Finnwall auch auslaufen lassen. Okay. Aber Finnwall, Aluminiumboote.de stößt Finnwall ab und nimmt dafür Swoop auf. Swoop, keine Ahnung, wie man dem sagt. Wo eigentlich auf den Fotos sehr nice aussehen. Und anscheinend auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ja, bei Finnwall ist ja doch einiges passiert. Ich kenne es von einem Kollegen, der ein Finnwall-Boot neu gekauft hat, mit dem Vorführen und so. Und Finnwall kann man, glaube ich, mittlerweile in der Schweiz, wenn sie direkt ab Werk kommen, gar nicht mehr vorführen, weil halt doch ziemlich vieles nicht so schweiztauglich ist. Es würde EU-Normen entsprechen, aber wie halt die Schweiz erwischt, hat sie da wieder eine Sonderregelung, so dass der Tank außerhalb vom Boot an der höchsten Stelle vom Boot muss sein und nicht einfach außerhalb vom Boot ein bisschen versetzt darf sein, sondern er muss explizit und dann müssen sie halt jeden Tank wechseln und bis die Tank dann haben und alles drum und dran. Ja, ist halt einfach, ich glaube, es ist einfach zu viel passiert und ja, es sind mega massive Boote in Finnwall, also ich kann nichts Schlechtes über so ein Finnwall-Boot sagen. Ja, wir sind ja schon ein paar Mal in einem gekocht, nicht auf dem Wasser. Genau, aber ja, und ich bin ja mit dem Kollegen eine Woche zu lang mit seinem Finnwall-Boot und es ist schon brutal geil. Also es ist schon, du hast recht viel Platz, du bist kippstabil, du stehst fast wie auf dem Steg. Also es ist sehr, sehr geil. Und nicht vergessen, wir haben noch eine Einladung auf dem Stimmt, Zürichsee. wir haben noch eine Einladung auf dem Zürichsee, auf einem Finnwall 555 Sportsengel, Ja, genau. richtig. Dann Toppis. Toppis hat wieder neue Produkte. Ich habe jetzt mal 2 aufgeschrieben von denen, die kommen. Ich auch, das ist gut. Hast du die gleichen 2 wie ich? Ja. Okay, perfekt. Sie haben einerseits das Black Stroke, ich glaube, es ist richtig so. Stroke oder Stock. Eine neue Routenserie haben sie einmal. Ja, in komplett schwarz. Genau, in komplett schwarz. Untypisch eigentlich. Und sie ist preislich attraktiver als die jetzige Route. Also es ist eher eine bisschen günstigere Route. Ich kann dir nicht sagen, was sie genau kostet, müsste ich nachschauen. Aber ich glaube, sie liegt unter 200 Franken, wenn es mir recht ist. Mhm. Mit der Hand habe ich sie noch nie. Ich habe sie auch noch nie gefischt, nichts. Ich weiss nicht, wie sie ist. Aber ich glaube, vom Rating her ist es so ein bisschen im Allround-Bereich so zwischen 7 und 28 Gramm umeinander. Ja. Genau. Die Länge, also die technischen Specs und so, weiss ich auch nicht auswendig. Genau. Dann hat Toppis noch neue Jigs. Und zwar ist ja das Problem... Also das Problem eine andere, sorry. Es ist ja so, dass die EU ein Playverbot beschlossen hat mit einer gewissen Übergangsfrist. Das haben wir auch schon im Podcast angetönt. Und das Playverbot wird in die Schweiz kommen, das ist klar. Die Frage ist einfach, wann. Das weiss man, wenn es mir recht ist, noch nicht genau. Ich glaube, es ist erst noch eine Diskussion. Und somit wäre eigentlich Tungsten die perfekte Alternative, weil das gibt es schon. Das ist schon mehrheitlich überall ein bisschen in Gebrauch. Man kennt es und es hat sich bewährt. Aber durch den ganzen Krieg und alles ist Tungsten halt sehr, sehr gefragt. Und Tungsten ist auch ein Material wie Gold und Silber, das halt irgendwann erschöpft und langsam ausgeht. Und darum sind irgendwelche neue Alternativen halt gefragt. Und sie haben jetzt einen neuen Dart-Jig gemacht. Im gleichen System. Er sieht eigentlich gleich aus. Der Kopf ist einfach ein bisschen grösser halt, weil aufgrund von der Form, von der Beweglichkeit, von der Action braucht es halt auch ein bisschen mehr Volumen. Oder hat es mehr Volumen, und darum haben sie es neu designen. Und er besteht aus Bismarck. Nein, nicht Bismarck. Bismut. Genau. Ist aus Bismut. Es ist auch sehr hart, es ist bleifrei. Hat auch die gleiche Aktion in dem Sinn, aber ich meinte, er ist einfach ein bisschen grösser. Ist nicht viel grösser, es kommt nicht als Play an natürlich, ist immer noch kompakter als Play, aber ist grösser. Genau. Jetzt, wo wir bei Toppis sind, jetzt, wo du über den Dart-Jig geredet hast, ist mir vorhin völlig untergegangen. Ich bin noch Egli-Fischen im Tessin und hatte einen Doppeldarter. Ja. Richtig geil. Ja. Der Egli späht auf das Ding. Das war richtig nice. Ja. Und ich habe übrigens so das Gefühl, das weiss ich aber nicht, aber ich habe das Gefühl, es kommt noch ein neuer Gummi raus. Richtig. Darf ich sagen, wie der heisst? Yes. Wie das haben sie ja gesagt. Weiss ich glaube, in einem Post habe ich das gesehen. Er heisst Minius. Ah ja, stimmt, Minius. Der Minius kommt aber raus. Sie haben nicht gesagt, was es ist. Nein. Sie haben nicht gesagt, was es ist. Weißt es du? Nein, auch nicht. Ich eben auch nicht. Nein, das ist der Waspius. Ja, der Minius, genau. Der Minius wird auch noch kommen. Richtig geil. Und da haben sie ich habe den Kommentar ein bisschen gelesen und da haben sie ein bisschen den Vorschlag gebracht. Also in den Kommentaren hast du gesehen, ein kleiner Skeletonius, ein kleiner Pintius und so. Aber ich glaube, es ist
eher etwas Neues. Ich würde eher sagen, so ein bisschen Provius-Stil, hätte ich jetzt behauptet. Aber klein. Mhm. Keine Ahnung. Toppis bleibt, glaube ich, eher in der kleinen Range. Wir zwei würden uns eher Wir würden uns grössere eher Köder. richtig hecht Ich habe mal entwickeln, oben geschrieben, nach dem Bass-Massaker, du, der Wurm, ein bisschen grösser wäre schon auch geil. Also Der gerade Wurm so, finde ich zwar geil in dieser Größe. ja, eben, es 7 funktioniert auf Zentimeter. Forellen, funktioniert auf Egli, funktioniert auf Bass. Mhm. Aber ich glaube, einfach für die grösseren Bass würde ich sagen, ein grösserer, Weißt du, das würde ich dickerer geil Wurm. finden. So einen 18 cm Skeletonius. Ja. Das würde ich Ja. geil finden. Ja. Das würde ich voll feiern im Fall. Weil so ein Rippelköder in dieser Größe. Ja. Aber ja, wir wissen jetzt bei Toppis, wie es ist und für was sie stehen. Vor allem. Leidenschaftliche Jägerfischer, blähfrei und umweltfreundlich. Genau. Perfekt. Yes. Hey, Hey. das wäre es mit meinen Sachen. Oli. Tipptopp, dann mache ich doch gerade weiter. Ich habe mir noch die gleichen Toppis-News wieder aufgeschrieben, einfach mit den Minus. Dann wird hat Lungenparadies, also das Verkaufsgeschäft, hat Fischparadies Lunge, ja. genau, hat Banks aufgenommen, den Chat und den Pin Stimmt. von Banks, weil wir haben jetzt doch auch 1-2 Jungfischer gehabt, die uns angefragt haben, Genau. hey, wie stehen wir zu Brosef, wie finden wir die Sachen. Also wer mal das Zeug in die Hand nehmen, fahrt mal an die Lungern und schaut mal beim Dani in den Laden rein. Online bestellen könnt ihr die Sachen nicht, Nein. weil der Online-Verkauf wird von Banks unterbunden. Mhm. Das kann ich sagen. Das weiß ich auch, ja. Ja. Dann der Lure, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal davon gehabt. Wir werden jetzt vielleicht nachher nochmal vom Burak haben. Wird am 12. September ein Community-Treffen machen. Leider am 12. September. Ja. Ab dem 5 Uhr, ja, tut mir leid, ich kann leider nicht teilnehmen, weil wir sind dort schon in Zug selber. Im Zug. Wo man schon die neue Kollektion auch anschauen und so. Finde ich mega, mega cool. Er hat noch nicht alle Details verraten, aber es wird ein Community-Treffen geben im Zug, 12. September. Die ein junges Start-up so supporten, Kleidermarken, Fischerkleider, schaut doch dort mal rein. Dann sind Fishing Days in Männendorf am 5.9. Stimmt, das ist auch noch. Der Dario und der Kevin sind da mein Insta-Feed immer am Triggern, dass das dort stattfindet. Mal schauen, ob man dort hinschauen. Also wer Zeit Und hat sie in haben, glaub- Männendorf. Sie haben, glaube ich, noch recht viele Boote, die sie nehmen dort, zum Richtig. zeigen und allem. Das haben sie, glaube ich, vor Schon 2 Jahren Ja, ich meinte sie es, mal noch ja. gemacht. Ja. Also unbedingt, wer Zeit hat, schaut dort rein. Und das hat mich eben vorher so verwirrt, weil dort steht Das auch habe ich noch gedacht. Finnwall drin. Ja, Ich weiss nicht, ob die wollen abverkaufen oder ob sie es... stimmt, da steht Finnwald. Ja. Ja, das ist recht. Oder ob sie es weiterhin behalten, das weiss ich natürlich nicht. Ja. Finden wir Egal. raus, vielleicht am 5.9. Ja. Dann eine Empfehlung von mir, einfach Up North von First Cast TV, hat wieder gestartet, 4.0. Ich glaube, die zweite Folge draussen unbedingt reinziehen. Die gerne Nice schauen. Dann eine News von mir, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ist ein bisschen in der Ferien gewesen. Ich bin neues Brandface von Pro Outdoor. Das heisst, in Zukunft werde ich für den Online-Shop Pro Outdoor so Reels machen, Vorstellungsvideos, Sachen vom Wasser, Sachen vom Boot euch vorstellen. Sie haben einen richtig geilen Social-Media-Raum, schon perfekt ausgeleuchtet mit Kamerasetup, wo du also Produktvorstellungen machen könnt. Da ist schon ganz, ganz viel in Planung. Und genau, ich bin dort eingestiegen als Brandface, Ambassador, wie auch immer. Einfach so ein bisschen der Head vom ganzen Social-Media-Ding. Ja, voll. Freue mich richtig auf die Aufgabe. Danke. Wird mega, mega cool. Ihr werdet sicher mehr dort von mir sehen. Ja, darf gespannt sein, was da so kommt. Freue mich richtig auf die Aufgabe. Mega geehrt, dass das irgendwie so aufgegangen ist mit dem Martin. Danke. Und Westin bringt die neue W10-Serie noch auf den Markt im Fall Stimmt. übrigens. Habe ich auch schon die erste Route gesehen. Und? Sieht schon brutal geil aus. Ja, ausgesehen und... Kostet auch brutal Ja. geil. Ja, natürlich, ist halt der W10. Ja. Das kannst du nicht mit der W3 oder W4 vergleichen. Oder sogar eine W2. Aber sehr, sehr geil. Ne? Wie ich gesehen ist wieder ein Haufen gelaufen. Yes! Bei unserer Planung ist auch ein Haufen gelaufen. Genau. Dann würde ich sagen, wir machen das Thema. Das war jetzt eine saubere Überleitung, Oli. Ja, das probiert. Hey. Da steht Ausblick, zweites Halbjahr. Jawohl.
Eben der Nico erklärt hat, ich glaube, die ersten 2 Jahre haben wir immer eine Jahresplanung Nein, das erste Jahr glaube ich nicht. Das erste Jahr haben wir auch eine Halbjahresplanung gemacht. Oder gerade so kurz spitz haben wir, glaube ich, so Heb-Klepp haben wir Planung genau, gemacht. ja. Das Und im zweiten Jahr haben wir dann gefunden, hey, komm, weißt du, wir müssen ein bisschen strukturiert rangehen. Wir machen eine Jahresplanung. Ja. Für uns wäre das super gewesen. Also, wir haben Zeit getragen, aber es ist relativ schwierig mit diesen ganzen Messen, ob Teilnahme noch Sinn macht oder ob es noch teilnehmen oder nicht, haben sie noch nicht gewusst. Und es war ein bisschen hin und her gewesen. Schlussendlich haben wir mehr organisiert als eigentlich vorgesehen. Richtig, ja, genau. Und dann haben wir dann gefunden, wir machen eine Halbjahresplanung. Und das hat eigentlich mehr oder weniger besser funktioniert. Ja. Sage ich jetzt einmal. Jetzt das Halbjahr. Wir haben 2 spontane Episoden, glaube ich, gehabt. Mhm. Ja, eine haben wir noch abgesagt. Genau. Sonst wäre es noch dritte geworden. Aber es haben bedeutend weniger Gäste abgesagt als bei der Jahresplanung. Mhm. Genau. Und darum haben wir gefunden, geile Idee, machen wir die zweite Halbjahresplanung. Genau, wir haben gedacht, vielleicht ist es für euch interessant, um ein bisschen reinzuhören, was wir so vorhaben. Ihr dürft auch gewisse Sachen noch mitbestimmen. Richtig. Und wichtig, wir hauen es in der Regel immer in die Story, wenn wir einen Gast haben, so einen Tag, so 24 Stunden vorher, bevor wir aufnehmen. Und hey, hauen euch Fragen rein. Und ich finde gerade, der nächste Gast, der kommt, das ist ganz ein spannender Gast, den wir noch nie so beleuchtet haben, der ein bisschen ein Allround-Gast auch ist. Und ja, ich glaube, dort... Ich glaube, es ist gut, dass wir das ein bisschen thematisieren auch. Mhm. Einfach für den Zusammenhalt, für das Verständnis vor allem auch. Ja. Genau. Eben vielleicht nochmal mein Aufruf. Hey, macht mit, der Podcast lebt von dem, dass ihr eben Sachen fragt, dass ihr Sachen kommentiert. Ich finde, dann lebt der Podcast, dann ist es auch ein bisschen interessant, dann ist es auch von uns für euch und von euch für uns. Genau. So, von uns für euch und von euch für uns. Ja. Genau. Absolut, ja. Es gibt aber doch noch den einen oder anderen Gast, den wir noch suchen würden. Also vor allem Gästin. Das haben wir ein bisschen gemerkt mit Eva. Es gibt doch Frauen, die auch... Ich weiss es noch, ich habe gesagt, hey, unser Hobby ist eine totale Männerdomäne. Ich glaube nach wie vor so der Männeranteil. Ich meine, auch wenn man bei uns im Podcast schaut, der grösste Teil ist männlich gelesen, als weiblich gelesene Personen. Darum fänden wir es mega cool, wenn es eine Frau gibt, die das Hobby mehr, wie soll man sagen, mehr macht als 3-mal im Jahr oder einfach mit der Mami geht fischen. Wo dafür lebt. Wie mir. Wo so das Feuer hat und sagt, hey... Genau. Darf natürlich irgendwie eine Teamfischerin oder so von einer Marke sein, selbstverständlich. Oder ich sage immer, je grösser, umso besser. Oder wenn irgendjemand einfach Bock hat, zum mit uns da zu hocken und ein bisschen über das Fischen zu philosophieren, wie man dazugekommen ist, was so ein bisschen die Herausforderungen sind, ist auch sehr spannend. Dürft euch jederzeit sehr gerne melden. Und da sind wir natürlich ganz auf euch angewiesen. Also, hey, ja, eben, es muss nicht jemand sich angesprochen fühlen, sondern es darf auch sagen, hey, ich kenne jemanden, der die Frage richtig. Wir sind jetzt auch nicht gerade die irgendwie auf Deutschland raus anrufen und sagen, hey, liebe Frau, hast du Bock, zu unsere Gästin zu sein? Weil das macht nicht viel Sinn, ehrlich gesagt, finde ich jetzt, oder finden wir. Und darum wäre es natürlich schon schön, wenn es irgendjemand von der Schweiz wäre, der den Podcast auch hört, wo sich einfach immer gefragt hat, hey, warum bin ich oder warum ist die Person nie im Podcast gewesen? Das wäre noch jemand. Und da dürft ihr euch ungeniert bei uns melden mit den Kontaktdaten, am besten auf Direktnachricht im Instagram oder auf info.onpodcast@gmail.com und uns natürlich sehr gerne direkt anschreiben. Yes. Hey, unbedingt. Das wär wirklich ein Anliegen, dass man da noch jemanden findet. Und ich glaube, da machen wir auch noch ein paar Plätze frei, auch wenn es 2 Frauen wären. Absolut. Nehmen wir auch. Ja, ist gekauft. Richtig. Ja. Hey, dann sicher auch speziell in diesem halben Jahr, dass wir eben, du hast vorhin eingangs hast es erwähnt, wir sind angefragt worden vom Jungfischerverein. Genau. Ob wir da Lust haben, um am Abend einen Podcast zu machen. Finde ich auch mega, mega cool, dass das so, und auch ein bisschen geehrt fühle ich mich so ein bisschen, dass man uns anfragt. Eben, ich sehe uns immer noch als Nico und Oli, die einfach da ein bisschen jeden zweiten Dienstag ein bisschen da ins Mikrofon reinreden. Ja, genau. Und dass man so Anfragen bekommt, hey, mega, mega cool, machen wir sehr gern.
Selbstverständlich sind wir dort dabei und da werdet ihr dann mehr von uns hören. Das wird am Samstag stattfinden, am Samstag. Dass der Podcast dann tatsächlich am Sonntag rauskommt, lassen wir jetzt mal so in den Sternen, würde ich sagen. Auch sagen, ja. Vielleicht kommt er dann eigentlich am Dienstag raus oder so. Oder am Mittwoch, what else. Aber ja, absolut. Also da, eben, wir sind dabei, wir sind immer noch der Oli und der Nico. Fragt uns an, unbedingt. Das ist jederzeit. Auch natürlich, wenn ihr Themen habt, selbstverständlich. Also, voll. Da sind wir auch immer sehr offen. Wir werden auch die Fischserie weitermachen. Genau, ja. Mit den Zielfisch, sage ich jetzt einmal. Das Egli haben wir gemacht, wir haben den Hecht gemacht. Ja. Und dann wird wahrscheinlich noch Forellen und Zander kommen. Ja. Zander haben wir zwar, glaube ich, gesagt, schauen wir mal noch. Weil es in der Schweiz nicht so häufig gibt, vielleicht noch der Wels oder so. Genau, aber da werden wir sicher noch der ein oder andere Fisch machen. Auch wenn ihr da noch irgendwelche Inputs habt. Klar, Karpfen wird dann schwierig, weil wir beides halt eher Raubfischfischer sind. Aber hey, unbedingt ganz rein. Und wenn ihr es nicht interessant findet, das fände ich auch wichtig. Schreibt ihnen, hey, nein, sorry, das interessiert mich. Ein Feuchter über einen Fisch, ich kenne schon alle Fische. Schreibt doch, anstatt das interessiert mich ein Feuchter, schreibt doch, das hey, wir lieber wieder andere Themen. Genau, sorry, da hast du recht, natürlich. Schreibt es ein bisschen nicht formuliert. Ja, schreibt es nicht im Oli-Stil. Thema-Vorschlag. Ja, genau. Nicht gerade im Oli-Stil, sondern so ein bisschen im Feedback-Stil. Genau. Dann haben wir sicher wieder ganz viele spannende Gäste. Ob das ein Berufsfischer ist, den haben wir, den wir werden haben, das ist klar. Ob das Kormoran steht auch noch auf der Liste, wo wir unbedingt... Das wo wir voll dran sind. Genau, das haben wir eigentlich im ersten halben Jahr schon machen, haben wir jetzt aber nicht gemacht. Hast du dort schon etwas? Oder Nein, sind wir auch noch offen? Ist noch nichts. Ich habe einen Kontakt, den ich durchfunken, aber der hat jeweils vom 8 Uhr weg offen und meine Arbeitszeit fängt in der Regel am 7 Uhr an, beziehungsweise 7:45 Uhr bin ich im Geschäft und dann will ich eigentlich nicht mehr unbedingt telefonieren, zumal ich einen neuen Job angefangen habe, aber ein Mail machen könnt ihr mal. Da haben wir von der Eva, zum Glück, habe ich etwa 3 Kontakte bekommen, wo ich mal durchgehen kann und allen dürfen liebe Grüße sagen von der Eva und ich glaube, das hilft schon sehr viel. Cool, oder wenn ihr jemanden kennt, der einen Cousin hat, der sowieso... Genau, so Ornithologie, speziell halt, ist halt wirklich speziell auf Kormoran. Gänsesäger wäre auch sehr spannend. Ja. Also einfach solche die 2 Vögel, die halt vielfach verschrauen werden. Oder? Das, auch wichtig nochmal zu sagen, eben nicht wie sagt man, nicht eine Gerichtsverhandlung. Wir suchen nicht entschuldigen. Wir wollen eine neutrale Meinung haben. Wir stehen dem Ganzen auch neutral gegenüber. Auch wenn wir in uns rein vielleicht eine andere Meinung haben, aber gegen raus, wenn wir dem neutral auftreten. Klar, wir hinterfragen es kritisch. Das ist ja logisch. Wir sind auch Sportfischer. Wir haben auch unsere Meinungen und zu denen stehen wir auch. Aber es soll nicht, wir wollen gegen niemanden schiessen, wir wollen niemanden ankreiden, wir wollen niemanden als geschlagener Hund zu dem Podcast rausgehen sehen, sondern es soll eine offene Diskussion sein, wo wir auf Augenhöhe reden können und ja, halt einfach über diese Situation diskutieren. Ja, voll. Also, und da müssen wir nicht irgendwie, müssen wir uns glaube ich nicht rechtfertigen. Also. Ja, vielleicht ein News auch noch kommen, wo Wikipedia vielleicht nicht kennt. Genau. Oder ChatGPT oder weiss ich was. Ja. Absolut. Eben, du hast gesagt, wir haben verschiedene Gäste. Der Burak von der Lure wird da sein. Genau, ja. Ihr habt euch gewünscht, Mario Zielmann, wir haben es möglich gemacht, wird auch kommen. Dann haben wir noch einen kantonalen Fischereiaufseher vom Berner Kantonalen Fischereiverband und Initiator von der Jungfischermeisterschaft in der Schweiz, der wird auch zu uns kommen. Also wir haben noch ganz viele spannende Sachen oder spannende Gäste auf jeden Fall jetzt in erster Linie, die wir mit euch teilen wollen. Und ja, Themen haben wir auch. Ich glaube, einmal haben wir alles bestimmt eigentlich. Haben wir alles bestimmt, aber wir sind offen für euer Feedback, zu sagen, hey, also, das fänden wir noch spannend. Eben Vereine ist bei uns sicher auch ein Thema gewesen. Haben wir gefunden, hey, schieben wir lieber nachher wieder ein bisschen Winter rein. Genau. Weil es doch noch ein bisschen mehr Vorbereitung braucht. Ja, aber das ist sicher auch so Themen. Schreiben unbedingt rein, wir können mal ein bisschen sammeln. Yes. Und das eine oder andere werden wir sicher noch machen. Und nur weil wir unser Programm jetzt so festgelegt haben, heisst das nicht, dass das auch so wird kommen.
Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also wenn man findet, hey, das ist wirklich eigentlich noch ein Thema Hitzewelle jetzt gerade aktuell, oder, wo akut ist, wo uns gerade alle betrifft, dann werden wir sicher das eine oder andere Thema können austauschen oder fallen lassen und sagen, das können wir auch noch immer noch über die Forellen können wir auch immer noch nächstes Jahr berichten. Das müssen wir nicht jetzt machen, sondern dann haben wir lieber ein aktuelles und akutes Thema. Genau. Challenges. Oli. Challenges sind offen. Challenges. Ja. Werden wir sicher auch ist mir jetzt gerade so spontan in den Sinn gekommen, weil ich genau gesagt habe. Sehr nice. Einfach, dass du wieder mal gesagt hast. Yes. Nein, das müssen wir unbedingt. Also der Barsch. Der Barsch und der Kescher. Nein, also die Challenges, die müssen wir auch in Angriff nehmen, Oli. Das dürfen wir uns, glaube ich, auch noch wir müssen uns, glaube ich, ins OneNote reinschreiben, wenn wir die machen. Sonst machen wir es nicht. Absolut. Aber das können wir nachher im Off noch diskutieren. Das machen wir noch. Wenn wir die Wurf-Challenge machen, weil die müssen wir machen, wenn es hell ist. Richtig, die Sprach-Challenge machen wir sicher. Genau. Und die anderen sind alle im OneNote. Wir müssen nochmal durchgehen. Wir müssen es einfach noch timen. Das müssen wir noch machen. Weil ich habe schon eine gewonnen, Oli. Jawohl, ich will auch noch eine gewinnen. Ich will auch mal noch ein Bier trinken. Absolut. Gut, du trinkst ja Bier. Ja. Aber du trinkst dir nicht das gewonnene Bier, oder so wie ich. Genau, das stimmt. Schon, ja. Jo, Nico, hast du noch irgendeine Ergänzung zu unserem Fischverrückt Halbjahr? Ich würde sagen, wir starten auch das Halbjahr wieder nicht mit dem Entweder-Oder, sondern mit dem Neuen, wo immer noch als Entweder-Oder drin ist, aber mit dem Rating. Das haben wir, glaube ich, das erste Mal bei der Eva gemacht, gell? Ja. So einfach vor der Sommerferien reingeschissen. Hey, vielleicht noch, ich weiss noch, ich habe noch gefragt, wenn wir es jetzt gespielt haben, findet die Community auch interessant oder noch mehr interessant? Das fände ich noch wichtig. Ist keine Rückmeldung gekommen. Ist keine Rückmeldung gekommen. Vielleicht können wir eine Umfrage machen. Muss ich jetzt nicht notieren? Umfrage, Rating oder entweder oder. Hä? Machen wir es doch so. Jawohl. Oder sonstiges. Ja, weil das, ja, mit der Mini-Challenge haben wir uns wirklich mit der Challenge haben wir uns ein bisschen verzockt. Ja. Ja, schon ein bisschen. Ja, wir haben, also die Challenges, die wir da haben können machen, so im Podcast, die sind durch. Ja. Ausser eine noch, die mit dem reden. Aber die können wir dann das nächste Mal machen, wenn wir keinen Gast haben. Also, Nico, wir machen heute zusammen ein Fisch-Rating. Also, und Nummer 1 ist der Fisch, wo du der beste Fisch findest, den du am liebsten befängst. Das ist Nummer 1, ja. Das ist Nummer 1. Okay. Und das 5 ist der Fisch, hey nein, ja, am liebsten nicht fangen. Okay. Gut, bist du ready? Ja. Und natürlich, wie du mich kennst, ist es allgemein. Logisch. Wir fangen mit dem ersten Fisch an, der Zander. Das 3. Dann haben wir den Wels. Das 2. Dann haben wir die Brasse. Das 4. Dann haben wir den Black Bass. Bei uns nicht so heimisch, aber kommt doch auch vor. Also muss ich sagen, habe ich Fall auch bedeutend zu wenig gefischt, darum würden wir es 5 geben. Gut, dann geht es für dich perfekt auf und am Schluss haben wir den Hecht. Ja! Geil! Oh nein! Nein! Da! Ja! Geil! Geil! Ich habe probiert, ein bisschen mit dem Wels ins Schwanken zu bringen. Ja, ich habe es gedacht. Ich hätte den Wels fast als 4 da. Nein! Ich hätte gedacht, zwischen 1 und 2 schwankt der Wels. Ah, wirklich? Nein. Ja, nicht. Nein. Also, ja, ich wüsste, der Hecht ist die Zielfisch Nummer 1. Der Hecht, Egli, Zander. Also, Zander wäre eigentlich fast 2. Und dann wäre auch der Wels 3. Das wäre okay. Okay. Brasses 5, das ist klar. Ja. Und nein, Brasses hast du 4 genommen. Ja, okay. aber das wäre 5. Wirklich? Und der Black Bass wären es 4 ja, so. Okay. Aber ist voll okay. Ich bin happy. Sehr gut. Oh, ja, das war jetzt mal der Anfang. Wir können das noch ein bisschen schwieriger machen. Ist perfekt. Aber jetzt habe ich einen Anreiz, wie ich dir das nächste Mal mit unserem Gast stellen. Ja. Da bin ich gespannt, wie der reagiert. Da bin ich sehr gespannt, wie der reagiert. Ja, dort machen wir vielleicht dann so ein bisschen, wie wir es bei der Eva gemacht haben, mit spezifischen Sachen, wie eben bei der Eva haben wir spezifische Sachen gefragt, wie ja, das stimmt. Wenn ein Projekt abgesagt wird. Ja, das stimmt. Aber ist lustig, macht doch Spass, oder? Ja, absolut, ist cool. Perfekt. Vielleicht ist auch 5 zu wenig. Habe ich mich jetzt gerade gefragt. Vielleicht ist das ein bisschen zu einfach.
Vielleicht sind es doch 10. Ja, aber gell, du musst halt auch immer die 10 überlegen. Ja, das stimmt. Gut, bei den Fischen wäre es einfach gewesen, 10 Fischarten. Hättest schon können Schwalen nehmen, Rotaug, Schleien etc. Ja, dann weiss ich, wo du die... Also ja. Ja, aber je nachdem, und musst du vor allem auch können merken irgendwie. Richtig. Also ich ja auch. Bleiben wir bei 5. Komm. Haben wir irgendeinen Ausblick? Nächstes Mal haben wir einen Gast da. Ja, wenn wir schon etwas spoilern. Definitiv ist es. Nein. Also. Das lassen wir noch offen. Perfekt. Schreibt unbedingt in die Kommentare wegen der Abo-Boxen zum die Sticker gewinnen. Zum Sticker. Also, nein, zum Wiederholen. Der erste Kommentar, den eine Swiss Egli Box geschickt hat, kommt ein Stickerpärchen über. Aber nicht der Kommentar, ich habe sie bestellt, sondern ein Kommentar, ich habe sie bestellt und bla 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 bla. Aus dem Grund. Und der erste Kommentar, wo irgendeine random Box bestellt hat, wo sagt, ich habe die und die Box bestellt. Adventskalender? Nein, oder? Nein, nicht. Box. Nur Boxen. Wirklich da die Zielfischbox oder was auch immer. Bestellt hat und schreibt, ich habe sie bestellt, ich habe die und die Box bestellt, aus dem Grund. Genau, die kommen über. Die verschicken wir. Und sonst kommentiert den Podcast weiterhin, schreibt eure Themen rein. Genau. Schreibt rein, was ihr cool findet. Folgt uns, ist wichtig. Unbedingt das Glöckchen abonnieren, weil dann findet ihr immer gerade die neueste Episode. Kommt dann als Dropdown. Sagt den Podcast weiter, allen Fischer. Und übrigens, ich habe noch einen riesen Input. Die Fischverrückt-Stickers, die wir haben, der QR-Code ist nicht abgelaufen. Na was? Nein, sondern es ist ein QR-Code, den wir damals über eine Werbeplattform designt haben. Und wenn ihr dort draufdrückt, wenn ihr das gerne könnt ihr draufdrücken, weiter zum Podcast, weil es kommt noch Werbung zuerst. Ah, okay. Ist natürlich klar. Das nächste Mal müssen wir einen anders machen, bei den nächsten Kleber. Aber und auch früher bestellen, dass sie wieder auf die Messe da sind. Ja gut, ich habe noch... Hast du noch? Ja, natürlich. Das könntest du schon mitnehmen. Eine Tonne. Genau. Ja, Hey, sprechen uns an am funktioniert Wasser, wir haben immer Sticker dabei. Fast immer. Ich habe immer dabei. Fast alle haben immer dabei. Yes. Ja, komm, wir hauen da auf die grosse Ja, Sticker. ich lege da mal drauf. Ich muss auf den Tisch tun. Ich kann es immer noch. Für den 3. und 4. Platzierte, die auch kommentieren wegen der Abo-Boxen, kommen auch noch Sticker rüber. Ich verschicke die per Post. Also, perfekt. So machen wir es. Also? Nico, wir haben die Sticker nicht umschlüsst. Ja, das ist für die Community, nicht für uns zum im Keller. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Gut, hey, ich hoffe, euch hat der Podcast wieder gefallen. Wir haben euch da Autofahrt, Zugfahrt, Ferienfahrt, was auch immer, Arbeitsweg, Schule nicht am Lehrer müssen zuhören, genau. Und wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier, für Fisch verrückt. Treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!